Willkommen zu der Musikbusiness-Bibliothek. In diesem Video, oder genauer gesagt in der Video-Description, findet ihr eine Ansammlung von den meist konsumierten Schweizer Artist-Accounts auf YouTube. Und ich zeige euch einfach nur schnell, wie wir die Daten recherchiert haben oder wo ihr auch selber nachschauen könnt, wenn euch das interessiert. YouTube als Plattform hat halt sehr, sehr tiefgründige Charts, wo man auch selber kann noch die Analytics genauer anschauen vom jeweiligen Artist. Und zwar kann man da, wenn man auf der Musikchart-Seite ist, wo ich auch verlinken werde, kann man unter Top-Interpreten gehen und dort findet man dann jeweils für jede Woche Platz 1 bis 100 von den top meistgestreamten Artists in dieser jeweiligen Woche. Und ihr werdet dann sehen, dass gewisse Artists oder der Großteil davon ist blau und interaktiv. Das heißt, man kann auch draufklicken und kommt nachher entsprechend auf das Artist-Profil von dem jeweiligen Künstler oder von dieser Künstlerin. Natürlich kann man sich da auch andere Länder oben links auswählen, wenn man sich da interessiert dafür. Wie ich jetzt auf die Schweizer Artists da gestoßen bin, ist relativ einfach. Ich bin einfach alle Chartwochen vom Anfang von der Entstehung von diesen Charts von 2018, Mai 2018 bis jetzt bin ich jede Woche schnell durchgegangen und habe manuell die jeweiligen Schweizer Artists rausgesucht. Wenn ihr irgendeinen Namen vermisst dort in den Video-Descriptions von denen, die aufgeführt sind, dann liegt das an dem, dass sie nicht genug Streams hatten, um da irgendwann einmal in so einer Woche auftauchen. Also da werden wie so alle Views von allen Songs werden da zusammengezählt und nur so kannst du dann in die Interpreter-Charts reinfliessen, sozusagen in die Top 100. Darum, das ist nicht irgendwie eine subjektive Auswahl von mir gewesen. Die ihr dort in der Video-Description findet, sind auch tatsächlich nur die es geschafft haben in die Top 100 bislang in einer von dieser Woche. So sieht so eine Artist-Page aus, wenn ihr dann dort drauf geht. Ihr habt dort einfach noch 2 Filter. Wichtig zu verstehen am Anfang ist, wenn ihr das erste Mal auf so einer Page drauf sind, es ist immer auf global eingestellt. Das heisst, die Views, die ihr da jetzt das erste Mal seht, sind die weltweiten Views, wenn man halt in mehreren Ländern Views generiert hat. Man kann da oben links, ganz oben links, sehen wir vielleicht jetzt nicht im Screen, kann man immer noch das Territorium auswählen. Da vielleicht sollte man dann Switzerland eingeben, wenn man jetzt nur den Schweizer Konsum nachschauen auf YouTube. Und dann hat man dann noch Option 28, 90 Tage oder 12 Monate auszuwählen oder auch 7 Tage. Die Filteroptionen sind ein bisschen buggy, sind ein bisschen vorsichtig. Ich habe schon meine Erfahrungen damit gemacht, die letzten paar Jahre, dass wenn man die Seite neu ladet, kann es sein, dass der Filter immer noch so eingestellt war, wie man vorher die Suche gemacht hat. Darum passt ihr da ein bisschen auf, schaut euch die Views-Anzahl an und ob es tatsächlich geswitcht hat oder nicht. Und einfach, dass ihr ein bisschen versteht, wie sich die Zahl da zusammensetzt, Wiedergaben insgesamt. Topic-Uploads zählen rein, Musikvideos, Uploads auf externen Kanälen wie Labelkanäle oder andere Artist-Kanäle, die mit euch zusammen kollaborieren. Und zusätzlich auch Views, wo von User-Generated Content passiert ist. Das seht ihr, wenn ihr gewisse Dance-Artists recherchieren mit diesen YouTube-Analytics, werdet ihr sehen, dass die vielleicht teilweise gewisse User hatten, die irgendeinen Slowed oder einen Sped-Up-Remix gemacht haben. Und der wird nachher auch unter den Top-Titel, wenn die Quelle genug Views generiert, wird sie dort als einzelner Eintrag ersichtlich sein. Und das fließt auch in die Gesamtviews rein. Ich überlasse aber den Rest von der Suche oder vom Stöbern überlasse ich gerne euch selber. Aus irgendeinem Grund, wo ich auch nicht erklären kann, sind inzwischen gewisse von diesen Artist-Accounts, die ich auch aufgesammelt habe, nicht mehr anklickbar, also sind nicht mehr unter einem blauen Artist-Titel da in diesen Charts vertreten. Ich weiss nicht, wieso YouTube das geändert hat in diesen Musikcharts oder ob sie das irgendwann einmal zurückändern. Wenn ihr euch auch fragt, da oben hat es eine Suche, ja, wieso suche ich nicht den Artist einfach so? Die Schweizer Artists lassen sich da oben in dieser Suche nicht finden. Von dem, was ich verstanden habe von dieser Musikchart-Seite, gibt es, glaube ich, für jeden Schweizer Artist da raus oder für jeden Artist-Account im Backend, im Hintergrund, ist die Artist-Page ersichtlich, aber aus irgendeinem Grund kann man die nicht da aufsuchen. Also wenn es irgendeinen schlauen Informatiker oder Informatikerin da draussen gibt, wo irgendwie weiss, wie man an die Backend-Daten ankommt, nur zu, findet das selber raus oder schreiben wir dann irgendwann, wenn ihr das herausgefunden habt. Ich würde sagen, geht mal selber ein bisschen recherchieren, wenn ihr Bock habt. Und ja, viel Spaß mit den Daten und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.